Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, jetzt gehen wir nochmal wirklich ins Ork-Gebiet rein, wovon wir ja so explizit gewarnt wurden. Wir können entweder da hochklettern oder wir gehen der normale Weg. Aber ich würde eigentlich schon fast eher sagen, wir gehen den normale Weg. Oh, hier sind ein paar Waage, glaube ich, ne? Orkhund, ja. Waage. Zack. Okay, das hat ein paar von denen erwischt. 120 Erfahrungspunkte bringen die. Hässlich wie die Nacht sind sie auch noch. Ups. Das war etwas zu spät gemerkt, dass die Biester doch relativ stark sind. Okay. Ich hab's begriffen, die sind recht stark, die Viecher. Aber dann sollte ich mit ein bisschen mehr Zauber arbeiten. Weil die reißen eigentlich echt gut Schade. So. On. Ja, die sind doch relativ stark, die Biester. Ups, jetzt aber nichts wie weg hier. Pacho oder Pacho oder wie du auch immer heißt, Hilfe! An. Gerade noch so Schwein gehabt, würde ich sagen. Aber wirklich gerade noch so. Dann nehmen wir nochmal so einen 100er Trank. Petzen uns da recht mit 70er hoch. Und noch so ein 50er hinterher. Und dann noch so ein Mana-Trank. Boah, Alter. Ja, Orkhundfell gibt es dafür noch. Und bei dem sieht es jetzt wenigstens so aus, als hätte er auch wirklich was geschafft. Ich meine, er hat ja tatsächlich mal was geschafft. Von daher darf er sich auch gern hier mit einer geflatterten Orkhunde hier brüsten als sei Werk. Und hier die Orkhunde. Okay, die sind schon wieder fort. Schade, dass ich hier die Kadaver nicht nochmal flattern kann. Hier haben wir nichts mehr. Nö, keine Feinde mehr. Dann ist gut. Weil später erscheinen hier Orks dann mit Orkhunde. Also auf jeden Fall ziemlich hässlich. Hier haben wir Dietrich, Bier und eine Fackel. Also so ganz übliche Standardmüll normalerweise. Dafür habe ich jetzt extra einen gezimmerten Höhleraum gebraucht. Oder ein gemauerter Höhleraum. Oh, da ist ein Ucha-Cha-Cha. Noch 2 Bergmoos. Nachtschatter. Und nee, Heilung brauche ich nicht. Ich würde gerne den Feuersturm auswählen auf der Ucha-Cha-Cha hier. Und einmal voll aufgeladen, killt fast einen Orkjäger. Komm mal her, du Sausack. So. Also Skelette sind härtere Gegner als Orkspeer. Nur mal so am Rande, weil die geben nur 200 Erfahrungspunkte und die Skelettspeer und Skelette, die geben 250 Erfahrungspunkte. Du bist ein Krieger noch, oder? Ja, ein Kämpfer. Komm her, du. Ja. Und den letzten krieg ich auch noch auf die Schnauze gepfeffert. Ihr seid so stark wie Skelette, so nebenbei uns. Okay, ein Kruschpach gibt's da dafür. Ein Krusch-Urok war für die Krieger. Die Orks haben hier aber nichts parat. Oh. Da kommen noch 2 von den Eumel arg schimmelt. Oh, das sind sogar Krieger. Ups. Schnell weg. Scheiße. Die sind doch etwas zu stark. Gegen 2 von denen komme ich nicht an. Immer ein bisschen Hakeschlager. Weil die geradlinig noch uns hauen. Da ist es dann etwas geschickter, wenn ich da ein bisschen wegbleib. Okay, da. Und hinterher. Ein paar Tränke gluckern. Und dann fordere ich die Schweinehunde nochmal raus. So einfach kommen die mal nicht fort. Aber Glück gehabt, dass die Krieger nicht mit den Kämpfern zusammengekommen sind.
Nimm das, du Mistkerl. Ah, er hat schon gesehen, dass du Gefahr ist. Sehr gut. Und die Hände oder für ihre Krusch-Urok. Meine Güte. Ja, die Orkkrieger sind schon etwas stärker unterwegs. Gut, dass ich keinen Feuerball mehr habe, sondern dass ich jetzt auch wirklich den stärkeren Feuersturm habe als Zauber. So, da ist noch ein Kämpfer dabei. Ah, war nur ein Krieger. Ja, da sieht man wieder, dass die Orks doch intelligentere Gegner sind. Die reagieren nämlich, wenn sie mich schon mit Zauber sehen und attackieren mich schon sofort. Da hinten waren noch ein paar Orkhunde, aber die interessieren mich gerade jetzt eher weniger. Was mich interessiert, ist jetzt der Weg hier hoch. Gerade nochmal gucke auf die Karte von Saturas. Ja, genau. Da ist das alte Kastell. Da muss ich hingehen. Und da komme ich dann zum zweiten Hinweis von dem sogenannten Fremder. Ja, da hätte ich wie gesagt auch klettern können, aber mir ist es lieber, ich gehe den Weg etwas härter und nehme dafür die Erfahrungspunkte mit. So, ich glaube in Gothic 2 wird der Bereich hier auch noch sehr wichtig sein, weil das dann nämlich das alte Kastell ist, sondern in Gothic 2 ist das ein ausgewachsener Vulkan. Wie es dazu kommt, bin ich erstmal still. Die Leute, die das Spiel kennen, die wissen auch, wie es dazu gekommen ist. Aber die Leute, die Gothic 2 noch nicht gespielt haben, denen will ich auch noch nichts vormachen, beziehungsweise noch nicht verraten, was da passieren wird. Also so viel möchte ich dann auch nicht spoilern. Ups. Ah, das ist nur ein ganz normaler. Ho. So. Und weg ist er. Nur mit so einem gammlichen Kruschbarock bewaffnet. Die sollten keine Probleme mehr sein. So. Und da sind wir jetzt am höchsten Punkt von der Kolonie. Das alte Kastell. So. Ich hätte zwar auf Verdacht vermutet, dass es hier wirklich ist. Aber das hätte wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, bis ich da hingegangen wäre. Und dann auch noch auf Verdacht hier ist immer so eine Sache. Sehr schön. Was ist dann das hier nochmal für Gebiet? Das ist auch ein Gebiet, wo man später auf jeden Fall noch hingehe. Während gerade hier der Turm da hinten, den ihr in der Ferne seht, das ist auf jeden Fall noch so ein Gebiet, was wir uns später noch angucken werden. Aber hier sind wir erstmal jetzt im alten Kastell. Und da ist ein Schalter. Dann drücke ich doch natürlich. Aber ich glaube, da müssen wir eh später nochmal hingehen zum alten Kastell. Oh, wenn mich denn alles täuscht, muss ich da hochklettern. Ja. Tatsächlich. Jetzt hoffe ich, dass die Spielemacher mit mir sind. Ja, okay, gut. Das wäre nämlich echt bitter, wenn die fremde Quest nur deswegen fehlschlagen wird, weil ich hier das Klettern nicht hinkrieg. So, hier komme ich tatsächlich auch rüber. Und da will ich hoch. Wenn es mich lost, wäre nett. Das wäre echt nett, wenn das ginge. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Also es wäre total zum Kotze, wenn wegen dem Kletterscheiß die fremde Quest nicht funktionieren würde. Ups. Das war nicht so gut. Aber glücklicherweise nur eine Etage tiefer. Huch! Das war jetzt hochgerutscht. Auch nicht schlecht. Und hopp, bitte. Bitte, bitte. Ich will doch nur hoch, verdammt. Bitte. Bitte. So. Nee. So nett. Nochmal einmal hochgleite, bitte. Dann komme ich hier hoch. Das geht. Nee, das geht aber so dann wieder nicht. Na. Ja, so rutschen wir wieder hoch. Ich will doch nur da hoch, verdammt. Ich will doch nur da hoch. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Mit ganz viel Zucker aber drauf.
Komm schon. Gut simpel. Komm. Das kann doch nicht wahr sein. Gewitter erleid. Also das Praktischste, was sie hier hätten einrichten können, wäre echt ein Schwebezauber gewesen. Also sowas Blödes. Es ist dermaßen ätzend, wenn es dann an sowas scheitert, so Quest. Ich weiß, ich muss relativ notras sein fürs Klettern. Aber ich darf auch nicht zu notras sein, sonst gibt's auf der Washing. Komm schon. Rutsch hoch. Das geht nicht anders. Das ist halt richtig blöd. Weil die Steuerung mir hier wieder schä einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt bin ich ja noch schä auf die Fresse gefallen hier. Nochmal Lader. Was muss hier klappen, verdammt nochmal. Ja, rutsch wieder hoch. Und dann schauen wir mal. Dann speichern wir halt hier noch einmal. Komm schon. Oh, sehr clever. Wie er die Goste aufreißt da noch. Das war sehr clever mal wieder. Okay. Hopp. Komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, hopp. Mach schon, mach schon, mach schon. Du Eumel. Hopp, du hässlicher Vogel. Du musst hoch. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles gar nicht. Nur wegen dem scheiß Klettersystem bin ich hier ordentlich ins Knie gefickt. Na, großartig. Komm schon. Komm, 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 komm. Also das fickt mich jetzt richtig, dass ich da nicht durchkomme. Das ist so bitter. Das ist echt dermaßen bitter. Weil die Quest gibt über 3000 Erfahrungspunkte, wie ich noch gelesen habe. Und die würde ich ungern verschwenden, nur weil ich hier nicht hochkomme. Und es ist eigentlich möglich, hier hochzukommen. Verdammte Scheiße nochmal. Hopp. Hopp, du musst hoch. Ja, genau. Ja, ach, sehr cool. Dann nochmal auf die Füße gelandet. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm schon. Das musst du schaffen. Komme ich doof den Balken drauf? Ah, sehr cool. Ja, bleibst gerade ohne Liege. Bleibst gerade ohne Liege, du Knetkopf. Deluxe. Da kommen wir nicht hoch. Toll. Probieren wir es nochmal ohne. Ich bezweifle zwar, dass es dort besser geht. Aber... War da auch noch irgendwas, ne? Also da muss ich ganz noch over. Damit ich von dort Ausblick habe. War da hinten vielleicht noch irgendwo ein Schalter? Nee, nicht, dass ich wüsste. Na gut. Das ist natürlich nervtötend, wenn wegen so einem Scheiß eine ganze Quest ins Wasser fällt. Das würde ich eigentlich auch ganz gern verhindern wollen. Das ist gemein. Das ist einfach nur gemein. Na gut. Dann machen wir doch mal Folgendes. Ich mache jetzt hier einen Cut und probiere hochzukommen, damit es nicht so viel von der Episode frisst. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, jetzt hat es doch endlich mal geklappt. Altes Buch. Ich bin diesmal nicht hier rübergegangen, sondern ich bin über die Vorsprünge von dort hochgekommen. Das hat jetzt aber auch ungefähr 10 Minuten wieder gedauert, und wäre die Episode auch beendet gewesen, bis ich das hingekriegt hätte. Von daher ist es doch besser, dass ich hier meinen Cut gesetzt habe.
Altes Buch haben wir jetzt hier gefunden. Jetzt noch einmal gucken. Wo haben wir es dann? Wo haben wir es dann? Das magische Erz, ne? Geheimnisse der Zauberei. Kreise der Magie. Arcanum Golem. Jahren der Götter. Machtvolle Kunst. Rezepturen. Ah, da ist es. Chromanin 2. Ich habe das Buch gefunden. Getragen von den Gezeiten haben Chromanins Vision der Zukunft mir die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Was geteilt wird, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Das heißt, ich sollte jetzt hier auf jeden Fall speichern. Das seht ihr ja, ach, da habe ich nochmal an der Stelle gespeichert. Ich gehe jetzt langsam hier wieder runter. Das heißt, ich habe mich ursprünglich hier hochgehangelt und bin dann da nochmal das Stückel hochgeklettert. Also da habe ich einen etwas besseren Weg gefunden, muss ich sagen. So, jetzt probieren wir mal so. Genau das. Genau deswegen war es ganz gut, dass ich hier nochmal gespeichert habe. Ja. Sonst passiert das. Noch einmal. Jetzt wird es genauso lustig, hier nochmal runterzukommen. Habe ich jetzt schon mal gespeichert, als ich das Buch gelesen habe. Chromanin 2. Ja. Okay. Also da habe ich auf jeden Fall gespeichert. Das ist gut. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig hier. Du will ich, dass du drunter springst. Ja, ohne dass du dabei auf die Fresse fällst. Du bitte so. Okay, das schaffen wir. Und schaffen wir das bisschen noch. Puh, meine Fresse. Ja, Klettern sind definitiv so Sachen in Gothic. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Voneinander getrennt. Dafür muss ich... Das war nicht so clever. Das war echt nicht so clever. Da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Oh je, oh je, oh je. Also ihr seht schon, die Sache mit Falle und mit, also mit Hieffalle und mit Klettern sind in Gothic Ends wirklich nicht besonders gut gemacht. Das wird da, glaube ich, in Gothic 2 nicht besser. Insofern, ja, da muss ich leider damit leben, dass es so ist, wie es ist. Das war aber, glaube ich, das, was ich durch den Schalter betätigt habe. Da habe ich einen Schalter gedrückt, genau, und dann ist das hier entstanden. Aber irgendwie muss ich ja da auch hinkommen. Gerade nochmal gucken. Ja, da falle ich einfach nur hier in den Raum rein. Nochmal gucken. Speichere ich halt nochmal hier. Und? Okay. Bisschen schade kriege ich. Aber ich wäre wenigstens nicht ganz umgebracht. Tränke gibt es hier noch. Und einen Schalter. Der müsste mich dann aus dem Elend hier rausführen, ja. Sehr schön. Da ist der Schalter, der dann die Säule hier runterbringt. Ja. Gehen wir auf das Ding. Und fahren wieder hoch. So, gerade mal gucken, was ich hier an Tränke gekriegt habe. Ja, nichts Großartiges. Da habe ich nur das gekriegt. So. Jetzt werden wir wieder hochgefahren. Und dann kann ich hier runter. Okay. Meine Fresse. Schon etwas nervig. Und dort drüber geht es wieder Richtung Sumpflager. Das ist, wenn man da hochklettert. Okay, gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Und dann geht es ein nächster Hinweis noch. Da weiß ich noch, wo der ist. Oder glaubst zumindest zu wissen. Ich habe es zwar nochmal nachgelesen, aber habe dann nur noch ein Kastell eigentlich geguckt. Weil ich mir da nicht mehr so ganz sicher war, ob das der höchste Punkt in der Kolonie ist. Aber tatsächlich, der Turm ist wirklich der höchste Punkt in der Kolonie. So. Boah, meine Fresse. Also das war jetzt auch ein ganz schönes Geraffel, bis wir hier waren. Aber ich bin froh, dass es noch geklappt hat, weil die Endbelohnung möchte ich mir definitiv nicht entgehen lassen mit den Erfahrungspunkten. Man nimmt an Erfahrungspunkte hier mit, was man kriegt.
Und ich persönlich halte es auch für wichtig, so optionale Quests zu machen. Wenn das Spiel schon so Nettigkeiten für einen versteckt hat, dann kann man dem Ganzen auch nachgehen. So, dann speichere ich gerade hier auch noch mal. Und das hat schon ausgereicht, um mich zu killen. Okay. Weiß ich Bescheid. Na gut, dann halt nicht. Dann kletter ich halt auch nicht runter. Sondern mach das wieder zu Fuß. Das ist mir dann auch nicht wert. Wenn ich aus geringster Höhe schon in den Tod fall hier, ist mir das definitiv nicht wert. Ja, aber Orkgebiet ist nicht umsonst Orkgebiet, wie ihr seht. Das war jetzt nur ein Fuß reingesetzt ins Orkgebiet und schon haben wir etliche von deiner Knabe hier getroffen. So, dann gehe ich dann nochmal den sicheren Weg und marschiert dann weiter Richtung Nordtor vom alten Lager. Das war dann nämlich die nächste Etappe. Ja, so ein Schluck Wasser zwischendurch, der muss auch einfach sein. Wenn man so sehr die ganze Zeit am Labern ist, dann braucht man auf jeden Fall was zu trinken. Hab hier mal zwischenzeitlich auch so eine Phase gehabt, wo ich dann einfach nur Eistee statt Wasser getrunken habe. Weil ich auch einfach mal zwischendurch einen anderen Geschmack im Mund brauche. Ach ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Was trinkt denn ihr so, wenn ihr zockt? Trinkt ihr dann Kaffee dabei? Also bei Tinoe weiß ich das auf jeden Fall. Auch eine sehr empfehlenswerte Let's Playerin, die auch aus der Palz kommt. Aber die nur selten leider pelzig rett. Trotz allem, Tinoe ist sehr empfehlenswert. Die ist so ein bisschen kaffeesüchtig. Und die trinkt immer Kaffee beim Let's Player. Manchmal auch Wasser. Aber hauptsächlich trinkt sie Kaffee. Bei mir ist es genau andersrum. Ich trinke eigentlich eher mein Wasser zum Let's Play und ganz selten mal was anderes. Normalerweise ist es halt einfach nur Wasser und immer war es halt Eistee. Aber bisher habe ich auch noch keinen Kaffee zum Let's Play getrunken. Der ist dann mir persönlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu schade dafür. Wenn ich mal dann so einen schönen Kaffee mache und ich bin die ganze Zeit am Labern und er kühlt die ganze Zeit aus. Und irgendwie hätte ich das Gefühl dann zum Schluss, dass ich dann nur noch so kalte Kaffee in die Vitrage stehe habe. Und das Risiko wollte ich bislang noch nicht eingehen. Weil je mehr man von seinem Kaffee getrunken hat, desto schneller kühlt der natürlich auch aus. Und ich wollte es dann nie riskieren, dass ich dann so halber getrunken habe und dann trinke ich immer in so wenig Intervalle. Und dann wird ja eiskalt. Also, das wollte ich dann auch nicht haben. Ja, dass ich dann so einen Schluck mache und ihr hört nur Wobei der bei mir tendenziös sehr schnell kalt wird. Weil ich bin so ein Unmensch, ja, jeder Kaffeefan und jeder Kaffeetrinker mag es mir verzeihen. Ich bin so jemand, der trinkt seinen Kaffee mit Zucker und mit Milch. Und zwar mit relativ viel Milch. Also so 2/3 Kaffee, 1/3 Milch ist Standard. So, hier irgendwo muss der sein. Es kann natürlich auch sein, dass er in der Höhle drin ist. Bin ich mir nämlich so sicher, ob der in der Höhle drin ist oder ob der auf der Landzunge drin ist. Ich gucke doch einfach mal die Höhle nochmal. So, gehen wir nochmal hier rein. Huch, jetzt haben wir den Unterwasserbildschirm hier mitgenommen. Ne, in der Höhle war er nicht. Okay, dann muss er auf der Landzunge sein. So, dann nochmal runter mit dir. Und nochmal hoch. Hier irgendwo muss das dann sein. Ich weiß zwar nicht, warum das mit gespalten hier im Hinterkopf behalten wird, aber jo, so what. Hier müsste es irgendwo sein. Hier irgendwo müsste das Chromanin sein. Vielleicht auch da hinten. Auf jeden Fall hier in der Gegend muss es sein. Es hieß, dass dort viele Blutfliege sind. Habe ich noch so in Erinnerung. Also der Text, den ich gelesen habe zur Aufklärung von der Quest, hat gesagt, dass viele Blutfliege dort sein sollen. Das können natürlich schon die gewesen sein, die ich bereits gekillt habe. Aber es könnte auch sein, dass da hinten was versteckelt wäre. Aber nee, war nix. So, da können wir relativ trockenen Fußes rübergehen. Jo, da ist es doch. Altes Buch. Sehr schön. Oh, Schriften, nicht bei der Waffe runtergehe. Schriften. Chromanin 3. Ich habe das Buch gefunden. 500 Erfahrungspunkte als Wiedergeber.
Oh, ihr Götter der alten Zeiten, kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig, solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren durch ein kleines Wort des Schwankens. Und das mit Doppel-S übrigens. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Ja, so weiß ich mittlerweile. Ach, wo mich das hinführt? Also das ist ziemlich eindeutig, weil gegenüber vom neuen Lager befindet sich hier so ein See, wo gegenüber dann noch so ein paar Fischerhütte sind. Von daher, das ist relativ eindeutig. Aber ich mag jetzt mal gerade was ausprobieren, was uns den Weg erheblich verkürzen könnte. Und ich hoffe, ich kriege das auch ohne einen Fokus bei mir zu haben. Wo ist er dann, die Magie? Die Magie, da ist er. Teleport zu den Wassermagiern. Probieren wir es mal aus. Und? Saturas, hast du noch eine Rolle für mich? Magie zu Ehren. Jo. Nee. Mögest du in ein... Nee, der hat keine Magie-Rolle mehr für uns. Das gibt's nur, wenn wir wieder einen Fokus gesammelt haben. Na gut, dann laufen wir den Weg halt wieder. Dann laufen wir es halt. Okay. Da würde ich aber sagen, ich mache auch demnächst hier meinen Cut. Und ich folge der Quest von Chromanin dann in der nächsten Episode noch. Damit wir da noch weitermachen können. Episode ist wohl doch etwas zu wenig für diese Sidequest. Aber ich mag halt wegen den über 3000 Erfahrungspunkte durch die Quest nicht missen. So. Ich gehe zumindest mal den Weg noch bis zum neuen Lager. So viel können wir auf jeden Fall noch machen. Ach, wenn die Episode eine klein bisschen Überlänge hat, aber ich meine, ich habe ja auch genug Zeit vertrödelt, indem ich da bei dem alten Kastell hochgekraxelt und nicht hochgekommen bin. Von daher kann man da auch mal ein bisschen mehr Zeit am Ende sinnvoll investieren, dass man der Weg zumindest gegangen ist. So, Heilung, ja. Das hat mich einfach gestört. So. Hat mich gestört, dass ich noch so ein bisschen Lebensenergie habe und so ein bisschen Lebensenergie verloren habe. Und ich wollte das Ganze jetzt ohne Heiltränke mal machen. Ich meine, das ist zwar sehr cool, der Effekt, dass das bei einer Heilung jedes Mal so Musik gibt, aber die ist so dermaßen abartig laut. Hab sowieso das Gefühl bei Gothic, dass ich ein paar Mal brüllen müsste. Dass ich da ein bisschen lauter retten muss als sonst, weil die Umgebungssounds doch viel überlagern. Aber ich habe da auch nichts am Anfang an der Soundkonfiguration gemacht. Insofern habe ich so im Original belassen, könnte man sagen. Das ist auch die Sache, warum ich halt auch nicht die ganze Patches und so weiter mit reinbringen will. Ich will es halt nicht unnötig patche und unnötig modern mache, das Ganze. Sonst wäre das ja eigentlich schon fast unter dem Titel Gothic 1 Remastered auf pelzig. Aber ich will halt einfach den originalen Eindruck von früher vermitteln. Das ist das, worum es mir geht. Da tausche ich auch Komfort gern gegen das Original-Feeling ein. Ist mir einfach wichtiger. Deswegen habe ich auch das Original Baldur's Gate 2 von 2000 gespielt und nicht diese Enhanced Edition, die halt moderner ist, die besser ist und auch für bessere Systeme mittlerweile konfiguriert ist, aber trotz allem, ich will einfach dieses Original-Feeling vermitteln. Das ist was mir bei meinen Let's Plays von solcher alten Spiele sehr am Herzen liegt. Gut, dann würde ich aber auch sagen, jetzt kann ich hier meinen Cut machen und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic of Pelzig, wo wir der Chromanin-Quest weiter hier Folge machen. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.